Jetzt zwischen der Weihnachts- und Sportferien habe ich mit allen Eltern oder Erziehungsberechtigten mit ihrem Kind ein Standardgespräch. Ein Standardgespräch, man kann es auch Elterngespräch nennen, aber weil das einfach nicht alle beinhaltet, nennt man es Standardgespräch. Das sind jetzt meine ersten Gespräche in der 2. Klasse. Vorher hatte ich es ja zweimal in der 6. Klasse. Es war ein bisschen anders und ein bisschen intensiver, weil es ja dort um den Übertritt in die Oberstufe geht. Weil es ein paar interessiert hat, wie ich das so strukturiere, tue ich das sehr gerne kurz erklären. Ich habe so Kärtchen gestaltet zu allen 11 Selbst- und Sozialkompetenzen. Bei uns im Halbjahreszeugnis werden so Kreuzchen gesetzt mit «trifft fast immer zu», «trifft meistens zu», bla bla bla. Bei all den 11 habe ich so ein Kärtchen, eben beispielsweise beteiligt sich aktiv am Unterricht oder hält sich an Regeln, erledigt Arbeiten selbstständig und so weiter. So ein Standardgespräch ist bei mir allgemein in 3 Teile eingeteilt. Zuerst geht es so ein bisschen darum, wie ist das Kind ins Schuljahr gestartet, wie ist es daheim mit den Hausaufgaben. Und dann liegen all diese Selbst- und Sozialkompetenzen aus, weil oftmals haben die Eltern nicht so einen grossen Einblick in das und vielmehr halt in die Noten, die die Kinder heimbringen. Und dann lege ich die so aus. Und dann sage ich dem Kind, wähl du eins, das du schon mega gut kannst und eins, das du noch verbessern musst. Oder noch könntest verbessern. Vielleicht stimme ich dem zu, vielleicht sage ich, oh, das habe ich gar nicht so gesehen, ich sehe das ein bisschen anders. Oder nehme dann ein anderes, wo ich denke, vielleicht könntest du an dem noch arbeiten. Einfach, dass es so ein bisschen eine Konversation rund um die Selbst- und Sozialkompetenz entsteht. Manchmal frage ich auch noch, ob die Eltern irgendeinen Input haben zu Selbstständigkeit oder Zuverlässigkeit, weil das Sachen sind, die man vielleicht die Heime auch ein bisschen sieht. Dann der dritte Teil im Gespräch ist jeweils, ob die Eltern noch Fragen oder Anliegen haben, die sie klären wollen. Und das wäre es eigentlich schon vom Gespräch her. Als Vorbereitung aufs Gespräch mache ich mir jeweils zu jedem Kind ein Blatt mit einerseits dem Namen des Kindes, logischerweise, und den Namen der Eltern, auch eben Herr bla bla bla, Frau bla bla bla. Mir ist es mega wichtig, dass ich spätestens nach dem Gespräch genau weiss, wie die Eltern heißen und wie man es ausspricht, weil jedes Mal, wenn ich sie sehe, würde ich sie gerne mit dem Namen ansprechen und nicht einfach ein Grüezi sagen. Auf dem Blatt ist auch zu den Kernfächern Deutsch, Mathe und NMG jeweils die Note drauf, die jetzt im Moment noch berechnet ist. Klar kann sich das noch ändern bis zum Zwischenzeugnis, aber einfach, dass man so einen Orientierungspunkt hat und zu jedem Fach irgendein stichwortartig etwas aufschreiben, was mir zu dem Kind in den Sinn kommt. Sonst habe ich noch eine Spalte mit Sonstiges, wo ich noch Sachen aufschreibe, die vielleicht erwähnenswert sind. Und das dient mir dann einfach als Orientierung. Das habe ich so nebenan auf dem Laptop dann offen, schaue dann während dem Gespräch auch noch mal drüber, ob ich alles gesagt habe. Ja, so sieht bei mir ein Standardgespräch aus. Falls du Fragen hast, lass unbedingt in die Kommentare. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüssi, ciao, ciao.